Vandaag zijn we hier in Philadelphia met Frau Maria Penner. Dankeschön, Frau Penner, dat ik hier komen durf met aanbid vertellen. 5 jaar nadat onze ouderen hier aangekomen zijn als zij geboren. So, zij weet eigenlijk van de kindheid nog zeer veel. Kannst du een beetje wat van de kindheid vertellen als je klein wäre? Jo, ik hier allemaal van de mensen zeggen dat ze zo'n geleidelijke kindheid gehad hebben, dat wil ik niet zo zeggen. Ik leefde weer schwaar, zeer arm. We woonden in 17, ik ben in 17 geboren. En we waren 5 Geschwister. Ik was de 5e en nu waren er nog 5. Had je dan nog lijmhiezer met schatdeertje en zo? Jo, maar jo. Dat kannst du alle bezinnen. Jo. Ik was ongeveer 4 jaar als we nog 15 trokken. Mijn vader was daar coöperatiefsleider en dan trokken we door aan. Maar van ver van daar kon ik me ganz korte dingen herinneren. En ik weet dat we dan zo de tijd moet man apart, dat woonhuis, dat weer het gewöhnlich 2 kleine stoven. En een beetje weer op een aardje, dat we weer dan de tijdje van gaat dan nog komen. Ganz apart, also dat moest je allemaal... Jo, ik weet niet waarom man dat dan zo deed, maar dat weer dan zo. En dat kon ik me nog een beetje denken en een paar kaarten afschnitsen. Ik weet dat mijn broer hoe geboren wordt. Je ziet nog maar 3 jaar geweest, maar ik kon me dat ganz kort zo denken. En dan een ereignis voor de tjetje, der stond ja maar op met al de tjenja en alles en wil ze ook niet licht binnen weer. Dan ben we naar Handen gekomen, aber mal ben ik gekropen, wat hij daar zegt, weet ik niet. En daar ganz paar, dan spa dat steekmassa, dat weer, dat wat dan bij de schop weer. En die kleefde dat erop en ik zat op een flower en sammelde koffiebunnen op wat hij hand erop gesmeten had. Ik kon me blij denken dat ik wist dat dat wat recht is wie dat ik dat deed. Ja. En dan valt dat steekmassa krijgt aan mijn beentje. Oh, dan werd ze verletst. Van mij weet ik niet meer veel. Zeiden dat had een andere dag geen opgegeven. En die valt bewijten. Ja, en de beentje, dat is nog de eerste levenslang gebleven. En dan als je met Ella weerst en de schooltijd, je daar wordt de school? Dan trok we naar 15 als ik ongeveer 4 weer en woonde daar bij de Loftje Vergasenstutje. Ja, we waren een grote school. Mijn eerste leraar was Piet Klose. Hij zei, maar we vangen tegelijk aan. Hij wil leren en ik Sheila. Hij was 18 en ik 6. Ja. En dat schoolgebied weer ook? Dat schoolgebied was je meest het eerste gebied. Ieder dorp had een gescheiden school. Oké, weet je toch ook de godsdienst dan binnen weer, ja? Ja, de Garbina hadden dat zo de godsdienst in rond en de dorpen. Op Heer? Nee, en de dorpen. Ja, eenmaal in 14, 15, 17. Weet je dat is top weer? Ja, en hadden dan top aandacht. Oké. Ja, maar je weet schon weer aan mijn school. En sonst Muttertag en wat nieuw Silvester wordt je 24 november wordt je 4. Dat we allemaal alles bij de school, ja. En wat moest je thuis doen aan die schooltijdjaren? Dat je ook helpen potsen maken en zo'n zaken? Oder waldje? Alles. Zij hebben goed geschoven allemaal en dat ging me niet sehr schijn, mir wieder zu schwer. Ich weiß nicht, warum mir das dann so schlecht gegangen hat. Nachher, auf unserer Innenwirtschaft habe ich immer hier einen guten gehabt, aber dann, ich glaube, das wird zu schwer für uns Kinder. Also sehr heute. Und ja, als wir uns Haus bauen, dann mussten wir halb ein Dachchen, Wäschchen, Schelp und da können auf den Tag schmieden. Lijmklunje, veel lijmklunje zum schmeren. Kaum als je sammelt om de lijmklunje te reinmaken. Oh, ja. Als du dann in Teenagerjahren ankommst, also je eigentlich immer zum Gottesdienst, de Andacht und so, wo hast du den Wunsch gehabt zu bekehren? Na, dat we al in het kind dat we dan een paar jaar komen van Canada.
Hund, das sind auch schon Lehrerinnen, das war so eine Sommerbibel oder Sommerkinderlager oder weiß nicht, alle Tag. Wir hatten dann mit einer karbinischen Art, ich weiß nicht, ob das von 2 oder 4 Arbeit haben wir in 14. Und alle Tag, das kommt ganz schön für das, wie die Sonderschule gekriegt haben. Und bei den Tagen, dass die drungen, sei ja Beziehung, ich habe mich mal beziert aus Angst vor der Halle oder so ungefähr, aber ich hatte das meine Beziehung geholt, aber ich habe meinen Bund sehr vorhin erneuert. Aber dort wird dann, ich kann mich nach Kreuz besinnen, da heißt Fräulein Bergen, Fräulein Schlichting, und die hielt das Sonntagsschule und vertaalde von der Wiederkunft. Dann hadden ze een bijspel, dat word ik ook niemals vergeten. Dan hadden die wat zegt man schon, een magneetrange. En op een dergelijke neer en staatjes. En als die ring nou daar komt, dan ging de neer naar huis en de staatjes blijven liggen. En dat mijn dan de geloofje die we naar huis kunnen. Ja. En dat, ja, dat bijspel. Ja, dat is mij gebleven. En wat ik dan niemand niet wil dat we verloren gaan. Dat je blijven? Nee, verloren gaan, nee. We hadden bestemd niet het rechtje verständnis van. Tijd wordt sowieso, maar ja, wanneer de bezier dan moet je nog maar gehoorzaam zijn en zo wel maar zeggen dat van de lijf Gottes en zo, dat is ons dan niet zo richtig erklärt worden. Aber nachher haben wir das begriffen. Ja. Man kann ja den Bund immer wieder frisch machen. Ja, ganz genau. Und das habe ich dann auch nachher nachgefangen. Aber ich habe mich von dann an immer ausbezieht. Ja. In der Jugendjahre musst du dann auch viel mit dem Piet, de Water oder Sehr. fahren, naar de stad fahren, wem anbringen oder einschäpen? Nee, einschäpen, wir hatten ja den Luft dann 15. Okay. Aber mein Bruder musste immer mit dem Wagen den Wagen von Philadelphia holen für den Luft. Mit dem Pizzwagen. Nee, wir mussten sehr am Garten schaffen. Den Sommer war Streit, wenn wir in die Schule gehen, in die Zentralschule, weil wir wollen dort alle. Ah ja. Na, wenn es die Mädchen, die Jungs, die sollen. Okay. Und die Mädchen, die wollen, und die können nicht alle, das wird zu viel. Wer Tüß bleibt, muss Tüß zu arbeiten, in der Schule gehen wir viel leichter. Das lernen wir überhaupt nicht vor. Und du hast sie allein nicht? Nee, ich muss Tüß bleiben, wenn es verirrt. Und da wird wir dann noch sehr viel, muss dann so ein paar in der Luft halten. Want dat draag we, dat we je zo de coöperatief had ook de Fleischversorgung für die Eid, da war zweimal de Wert geschlacht und dat we met de coöperatief hadden de Daunen de Windling het Fleischhüsje, 2 Ankels schlachten dann an Assen, dann Freitag und Dienstag. Als je in Oven schlachten die, das Fleisch wordt dann uitgehangen, dat we dan zo'n huis met Fensterdraht, dat dat Scheile die zum ins kommende Darpa Fleisch holen. Ein Darp hat einen Kosten mit so viel Fächer aus Menschen wären mit dem Namen. Und jeder hat da seine Liste Fleisch bestellen, was er haben will. Wofür er will, Ja, dann und musst was du für reinmachen und ja, dann kostet ja, ja, und dann musst du halten. Na, ich muss das nachher mal auswaschen. Na klar. Wenn da drin sehr fad gewesen wäre, muss ich nach Deutschland bringen. Nee, aber auch keine Luft, muss wie so halten, weil es dann kommen viele Menschen und da habe ich gelernt, Schatzschmieden, Rechnen, anschreiben, dann wird alles angeschrieben. Schreibst du dann auch vielleicht ein bisschen was betont? Nicht. Also ein paar wie angestellt und Familie musst du aber halten. Und als wir Frauen da können nicht am Garten bringen. Ja. Aber Und dann noch her, kannst du dann noch was zum Trauschel? ein Jahr. Ein Jahr? Mit viel, aber wenn man das sagt, ich sehe dann einmal, ich kriege sogar 3 Stück der Schelte gehen als der andere. Meine Schwester hat 3 Jahre und wie ich mal an der Regen. Ich bin 2 Jahre geblieben. Dann darf ich dann ein Jahr. Ich meine, die Lehrerschule, meine Schwester nachher dann auch noch daheim, wollen die da haben. Irgendwann kam dann der Wunsch, Taufe zu lassen? Ja, das wir bei der Zeit auch noch ein bisschen anders als nu, weil man weiß, dass wenn man beziert wird, so, dann lädt man sich auch in so einer Taufe, weil dann will man noch keine Gemeinde sein.
En ich lebe jetzt wieder an 17, ich weiß nicht mal ganz genau. Hast du auch da eine Jugendstunde oder so mitgearbeitet? Am Oder Chauer gesungen, ja, und ich habe viel an der Sonderschule gearbeitet. Okay. Am Darb, besonders am Darb. Und wenn ich mich gerade in der Sonderschule, dann lehre die Sonderschullehrer mich nennen. Vroegen ze mij of ik zondag wilde een geschichte vertellen. Ik weet er maar niet, ze willen alle was voor. Dan zaten er nog heel alle doorheen en schuilen. Ik vertelde een geschichte. Weet ze nog leren. Aha, dat weer de probe, dat wat? Ja. Ergens waren ze dan nog naar Mana, naar de jongens, waar we dat? Wat we ook, kom ook aan een coöperatief. Ah ja. Wie die Jugendlichen von der Jento? Die wohnen bij ons voor ze vergoos. En die schoof dan een loftje. Ah, ook een loftje, oké. Du hast es dann gefangen? Da fängt das an. Ja. Bei mir ein Jahr sehr schön, ich glaube, ich bin noch mal 13. Oh. Aber dat wir von Anfang an klar an das lebenslang klar geblieben. En de chast, wo war wir da? Die wir in 16. Begint op dem Hafen? Nee, in 16. Wir hadden er dan al een church in 16. Dat we hier niet een gemeentechurch, dat we hier een gemeenschapschurch, ja, van ons Karwinter Arch. En daar weer de chast, dat we im Januar, dat we Sicherheit. De maal wordt ze maar eens opgekocht en als het met hem vast bij wie ze zuur. Oei. En dan? Nee, dan was wat anders geschaft. Nou, weer niet. Weer niet te willen. Ja. Ik niet schijnen, maar. Wo wird das dann op het chast? Kreeg je van thuis, van bij dat ziet, wat je pult had, wat meer had, vielleicht een piet oder een bagger oder wat? Weet je, dat we dan maar iedere kreeg een stootje. Dat kreeg we ook. Mijn man wil al, dat we dan al zelfstandig, hij wil sowieso 7 jaar ouder. Hij had al voor zich gearbeitet, hij had al een job. Je weet je, in bad steht een stootje van thuis. En ik had me bij mijn oma een commode verdiend, die dan maar verdiend waschen. En hij had al zich een job gekocht, een Dersch, een Stuhl, ik weet niet, maar veel meer had we niet. En hij had dan al voor een huis oder Wirtschaft? Hij weet zich, als hij eerst, ik geloof hij werd 20, dan werd hij zich eigenlijk, hij wordt ook leren. Wils verder kunnen ze ook niet, die waren nog meer Schwester als wij. Oh. En dan, we vangen nog mal naar Zentralschule aan te gaan en dan wie we eigenlijk al ons einig waren. Hij zei dan, hij wil leren en dan ging je de Zentralschule daar. Je moest nog langer wachten? Nee, ik moest sowieso wachten, ik ben nog niet oud genoeg. Okay. En dan, ik heb nog 2 jaar aan de Bibelschule gegaan en hij heeft ook de Bibelschule afgesloten. Wo? Naar hier in Vernhem weer dan Bibelschule. Okay. Dan weer Zeitse Peters en leraar Sokko weer dan hier. Okay. Leraar Sokko had de Bibelschule. En dan weer dat zou hij wil leren, ook wieder leren. Dan hadden hij van een breide gemeentes met Brazilië had we dan nog zeer top de conferentie en de scholen wordt nog veel top gedaan. En dan hadden de leraars, de Bibelschulleraars komen hier hauptsächlich van Canada. Dan hadden die een paar jaar zo dat 1 jaar weer in Brazilië Bibelschule en 1 jaar in Paraguay. Dat ging dan al een beetje aan Hesre. Die namen dat dan, nou hoe zit het dat? Theologisches Arbeiterstudium oder so ungefähr. Ja. Und dann unsere Chastensreise, dat wir für noch dort ein Schulsemester. Oh ja, hoe lang weet je? 4 Monate. Okay. Ja. Bist du aus einer Schule oder wo immer mal mit einem Boot gefahren, mit vielleicht Ausflug? Ja, wir sind aus der 5. Schule ging für Wien nach Cassade. Oh. Met de Tierische Skilaup. Da wo die Eltern angekommen sind mit dem Schiff, ja? Ja. Angekommen. Und von da war es dann mit Assen so in dem Chaconana. Kreuz. Ich frage mich von da, was haben unsere Eltern sich dann gedacht? So eine Tjenja,
Plus de leren 3 onkels voor hem met vanuit ons dorp. En wat van een volksschule? Ja, 5e en 6e schooljaar. Wauw. Ja, Is dat 2 dagen met... met voertuig wat inboon. Dat is lang. En Dan nog dan, maar terug. en dan met hem Zug bij Casade. Eerst mal een flesje zijn. En hij Casade de Tres Hermanos, de onkels daar. Versje. Het is peit, die kreeg een grote vers. En dan weet ik nog, de ene onkel zei, nou ja, de domste boer die gaat steeds ook. Keine had zo'n grote vers als die. Oh ja. Ja, dat wir uns da sehr wichtig. Das kann ich mich noch gerade denken. Wir schleifen alle an einem Sohl, dass wir doch wohl da in Casade, ich weiß nicht, ob das ein Warenlager gewesen ist oder was. Eine Seite hatte die Mädchen, die andere Seite die Jungs. Wir hatten Dacia und Chassis mit. Ah ja. Zie. Dan irgendwann, als je een bevriend hadden, kwam familie. Hoeveel zijn je? Wir haben Feier. So, je had dan lang en daar beneden gewoond? En... Ja, wir haben wir sind wir 33 Jahre befreit, als mein Mann starb. Wir haben da 30 Jahre gewohnt, aber mit 2 Unterbrechungen. Und dann sie da, wenn ich Prediger sein soll, dann brauche ich eine Uitrüstung. Dann ich will nicht bloß so Prediger sein, ohne was zu lernen. So, du redest eerst van starft in Mann. Also jullie Tjenja werden dan alle van thuis en wat is passiert? Ja, wir haben dann, als wir dann, der war immer krank. Der hat immer, als er damals in den Morgen geschwört hat, er aus mir. Und dann lässt sich mal den Morgen operieren und ging dann noch ein bisschen später, aber richtig also von ergens wat aan de morgen? Nee, aan de Drüse. Aan de Drüse? Aan de Drüse, die werden immer geschwollen. Oh. Naja, und dat weer meest 10 Jahre wat hij damit dann noch anstarven, ja. Anstarven. Dat zijn nu meest 33 jaar terug. 33 jaar bevrienden zich meest 33 jaar lang. Je bent nu 83? 84. Ja. Ganz goed Ella. Ja. Hast du de laatste tijd Beschwerden gehad? Bist du auch einmal krank gewesen oder nicht? Nee, nicht so, ich bin nicht sehr viel krank gewesen. Ich hatte für 13 Leute wieder hatte einen Anfall dann mit dem Auto und dann war ich Feuerwehr im Krankenhaus. Und die Feuerwehr raadde mich von einer Haftoperation. Ich bin vorher angemeldet für eine Haftoperation und ich bin überzeugt davon. Weil Frau Doktor sagt immer, die Haft ist nicht so schlecht, ist entzündet. Und dann kommt Frutos her und der checkt einmal ab, dass man operiert und das wieder ganz so Sprechstand. Ja. Und dann war tot und festgelegt und alles. Und also dann, der wird vorher, dann krieg ich denken, dann wird das mit der Operation durch. Und dann dann hatte ich einen Anfall. Ich fuhr mit meinem Auto und der Gashebel verschlamm sich. Ich wusste mich nicht damit, Juch eben bloß. Scheiße. Dann hatte ich mir eine Wirbel gebrochen. Und dann musste ich Feuerwehr flott auf dem Rädchen liegen, dann hatte ich keine Haft bei Doug Meier. Ich meine, die Haft ist dann alle Bett ziemlich schlecht. Aber Bett von Doug? Nee, ich habe ihn noch nicht operiert. Die haben mich ein paar Mal nicht operieren. Sie haben wir davon. Also das ist dann doch eine Entzündung gewesen? Ja, ich meine, das kannst du auf dem Rennbild sehen, dass die Haft nicht sehr gut war. Ja. Aber das war eine Entzündung. Sie gab mir Medizinspritze gehen, aber wenn du dann gerade so wieder aber beim bist, dann hält das nicht. Das lädt ja halb. Das ist so interessant, mal ein Anfall nach was Gutes sein kann, ja? Ja, das war was Gutes. Was würdest du dir an der Tauhierer noch vielleicht zum Schluss sagen wollen? Nou, ich würde sagen, wenn die Gelegenheit ist, was zu lernen aus der Bibel, dann soll man das wahrnehmen. Bibelstunde, Bibelschule und auch Bibelstudium. Nu kann man auch über Internet viel lernen, wer damit zu tun hat, aber das ist viel wichtiger im Leben als alles andere. Wenn es erst zum Lebensende kommt, dann
Halt dat andere nog maar en dit brukst du dan. Ja, dat blijft zetten. Dat brukst du, wenn du alt wirst. Dann brukst du een halt. Ja, ich meine, blijft zetten, dat hast du Ja, vielleicht dan noch hast du Gedanken, wat, ja. dan hast du wat terug te holen. Ja, Ja. ganz genau. Gut, Dankeschön für Panna, dass wir das machen, das Gespräch. Und ich hoffe, Ihnen hat das gefallen.